Joseph, hallo. Ja, also ein paar Bayersflieger wie die heute huet bestimmt Chipveren schon mal ein Keer an der Schule gebaut oder so. Und wenn in der Stadt besser meiget, da können das paar Bayerflieger richtig gut fliegen. Und dafür habe ich mich an einem Experiment von Haut gefragt, ob es möglich ist, so ein Flieger am ganz Großen zu bauen und dann selber damit zu fliegen. Man hängen paar Bayersflieger fliegen. Joseph, du bist Matsch. Boah, das geht sicher nicht einfach, aber wir werden nicht probieren. So ein paar Bayersflieger ist nämlich eine ziemlich interessante Konstruktion. Fällt zum Beispiel auf, dass bei den meisten Modellen die Masse vom Flieger ganz viel konzentriert ist. Das heißt, der Schwerpunkt liegt relativ weit vor. Wenn das nicht so wäre, hier habe ich zum Beispiel einen Flieger, den ich einfach just ausgeschnitten habe. Hey, hallo bei. Den habe ich einfach just ausgeschnitten, ohne das Fallen, da fliegt er gut nicht. Für was muss der Schwerpunkt da 4 leihen? Naja, wenn die 4 Leute, da geht nur vom Flieger noch Ende gezogen und durch die Anziehungskraft geht der Flieger dann akzeleriert. Und es braucht schnell strömend Luft, für dass der Flieger fliegt. Unter dem Flieger geht Luft noch Ende gedreckt und das drückt dann der Flieger ein bisschen an die Luft. Und dann haben wir noch einen zweiten Effekt, den entsteht durch die Pochetten hier, die gefällt sind. Dadurch entstehen extra Wandströmungen, ähnlich wie bei einem Flieger von einem richtigen Flieger. Durch unterschiedliche Wandgeschwindigkeiten über dem Flieger und unter dem Flieger kriegt der Flieger zusätzlichen Abtrieb. Und dafür sollen auch die heute Pochetten nicht zu festfallen, für dass er gut fliegt. Naja, so gut, dass den aber nicht geflogen, ne? Boah, das ist enorm viel, was die Flugeigenschaften beeinflussen von seinem Flieger. Erstens sollen Flieger immens stabil sein. Und da sollen sie auch nach so eine leicht Y-Form haben, da fliegen auch noch mehr stabil. So Sachen wie die heute Flaps, die machen zum Beispiel, dass der Flieger noch zusätzlich Abtrieb kriegt, aber sie bremsen aber auch. Mir kann so ein paar Bayerflieger überhaupt etwas drohen. Ma dat tun nicht viele Leute getestet und dafür habe ich Tüftler aus dem Wölzer Lycée gefragt, wie mir zu helfen, für man den Modell zu finden, den man drohen kann. Okay, da lassen wir kommen. Ich gesehen, die hat schon relativ cool Modelle entworfen. Wen ist dann die besten für mein Experiment? Also, weil das direkt abgefallen ist, wenn ein Modell mit groß möchte, dann verliert der Papaya Stabilität. Ja. Das heißt, du musst ihn mit Stangen wie Heu entweder anfangen zu stabilisieren. Und wie viel könnt ihr denn da drohen? Also, der Zeitmasse sind definitive Modell, die wir da noch werden holen, und die packt die 500 Gramm. Okay, das heißt, das Modell, wo ich sollte man da fliegen, der muss also 200 Mal mehr groß sein. Was du da auf eine Lesung fand? Also, Moonanker, als zusammen ein Modell gemacht, den 10 Mal so groß ist. Aha, okay, cool. Und wenn den noch stabilisiert mit Stangen, mit dem Papaya ist einfach zu unstabil. Der packt das nicht. Dabei ist das schon mehr starke Papaya wie normale Copies Papaya. Ja, Joseph, was es vielleicht aber nicht möglich. So viele Probleme, findest du nicht? Boah, also so sehr geht ihn dann aber nicht ab. Wenn ihr so ein Projekt am Großen möchtet, dann muss ihr viel kreative Lösungen finden. Wir holen kein Papaya für ein grosses Modell, wir holen Teil weg. Das ist Plastik, den fühlt sich aber quasi wie Papaya und der sieht auch wie Papaya aus, just dass der reißfest ist und wasserfest. Iwer een Dach hunn zum Flieger gebastelt. Geflunn assen awer net wirklich. Dofir brauchen se bësse Luft. Alles lassen! A Wasser. Dat awer just, dat die wahrscheinlech Bruchlandung net ze wéi dit. Ich meine, die Haltestangen, die müssen drüber sein. So hat man das gestern gemacht. Nach. Stopp! Schlag aus, zu klein. Ja, die Luft kommt von da. Joseph, du willst also Ufer Olaf holen und dann iwwer de See segeln. Hier haben wir ein bisschen Wand. Und natürlich die Wand, die gehört dem ganzen Abtrieb. Und ich hoffe, genug für das Flit, aber nicht so viel, dass ich fortfliege. Und lo könnt das Spiel vor dir, was den alles aufbläst, weil es vielleicht aber zu gefährlich ist? Ah, so Olivier. Ich wollte mir heute nicht entkommen, dass du mir klappt das, meinst du? Also,
Wir haben Aluminiumstange geholfen, das alles festzumachen. Mit das relativ viel Wand. Es fährt ganz, das ganz ein bisschen im Tore fliegt. Schon ein bisschen Schismus sein. An plus huet Wasser just 3 Grad. Da geht neicht iwwer de gute Neopren an e Schutzsängel. Gëtt du denke frisch? Mein Gott, also wie gesagt, wannst du sonst am Wasser landen, denke just Luft halen, ohne Panik probieren noch 4 rauszuschwammen, dass der Kids weh. Okay, alles. Oh, dat huet jo richtig gut geklappt. Ich hab probéiert nach en Keier. Los im Roll hei. Okay, 3, 2, 1, alles! Geht An? Dat hat du gut funktioniert, dat du da net weh geduld. Die schon mal nicht weg. Dein Verweiersflieger huet net wie viel eng Verweiersflieger zu dienen. Nee, also das schlechte Datenkleider, vielleicht an zu viele performante Verweiersflieger. Ich schmengen, wenn ihr noch ganz viel mehr Erbestra gestach hat. Wäre vielleicht möglich gewesen, mehr. Also ich schmengen Verweiersflieger, mit dem ich kann fliehen, geht nicht. Wir hatten net Laschker schon gesot no der letzter Sendung Leif Kanner. Ja, das war wirklich nicht nur einfach zu viel gefährlich. Ich hatte nach Chancen am Wand. Nee, mit den kleinen Verweierflieger, das hat mich auch mega Spaß. Auf pisa.rtl.lu könnt ihr euch heute eine Kamera am Ralenti gucken. Schönen Abend nach. Ciao.